Ada, Robin, für wat braucht kein Mensch allweis Männer? weil mir lomol dro sinn. Dat hei aus Maybe Sex. Wir schwatzen all Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für all Mensch mit einem Körper. Als Mittwoch, freitags mittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an dieser Episode von Maybe Sex. Heute zum internationalen feministischen Kampftag habe ich mir eine ganz besondere Person als Gast an das Studio geholt. Und zwar Ada vom KünstlerInnen-Kollektiv Richtung 22, mir aber auch von einer anderen Organisation, auf die wir noch später zu schwatzen kommen. Hallo Ada. Hallo Robin, merci für die Invitation. Ganz gern. Vielleicht können wir ein ganz kurz ein Intro angehen. Ja. 2019 war ein kleiner Skandal wie Richtung 22 mit dem Banner «Allweis Männer braucht kein Mensch», ob der feministischer Manif abgetaucht ist. Willst du das kurz erklären? Ich war tatsächlich das Jahr selber nicht dabei, aber der Spruch «Allweis Männer braucht kein Mensch» steht trotzdem noch um meinem Herz. Wir haben uns das Jahr für die Banner entschieden, weil wir uns quasi für all Jahr vom 8. März ein Thema rausschicken. Und das Jahr war Thema, meine ich, so eine Art Neuerzählen von der feministischen Geschichte und von Frauenkünstlerinnen zu Lützeburg. Und es geht viel darum, quasi den Kanon abzuschaffen. Und ich meine, an dem Kontext ist das entstanden. Das ist natürlich ein Satz, den ganz viel provoziert. Aber ich glaube wirklich darunter, dass am Moment einfach ein krass, wie seht ihr das, eine Imbalance gibt von allen weißen Männern, die überall vertreten sind. Also nicht just an der Politik, aber an den Medien, an den Firmen. Nicht, dass wir mehr weibliche CEOs brauchen. Aber ja, das ist einfach etwas, was sich an der Geschichte bis weiterhin so zieht. Und ich meine, die allweis Männer an diese Stufen angegriffen fühlen, sind noch die diese Stufen angegriffen fühlen sollten. Das fand ich ein schönes Statement, dem ich auch ganz privat viel zustimmen. Ich meine, wir werden noch genug an dieser Episode über kontemporären Feminismus zu beschwatzen. Mich gebe am Anfang für dich ganz gerne einen kleinen Aufstecher an die Geschichte von feministischen Bewegungen zu Lützeburg machen, weil die ist relativ reich und relativ interessant und aber ein bisschen unterrepräsentiert, hast du, und nicht ganz bekannt. Damit will ich auch aufmerksam machen auf die schöne Website frauendach.lu, die eine ganze Historik von der Frauenbewegung zu Lützeburg hat. Cool. Ja, und auch das Sitfam, beziehungsweise das Sit Frauen und Gender, wie mittlerweile heißt, den hat auch viel Archive und viel Material zu der Bewegung zu Lützeburg. Sie haben auch ein Buch publiziert, ich meine, das heißt «Mit den Haien schwimmen», wo es auch ein Kehr darum geht. Das heißt, für alle Menschen, denen du interessiert hast, das Buch kann ich sich auch am Sit auslehnen. Den ist ja hier an der Uferstadt. Und du kannst ihn dann rangucken, ranlösen, wenn ihr sich dafür interessiert. Die Kurzversion, die bringen euch schlo. Am Anfang hat die Frauenrechtsbewegung Anfang vom 20. Jahrhundert so ihre richtigen Anfang geholt. Die war damals größtenteils, dass die aus der ArbeiterInnenbewegung rauskam. Es gab auch damals schon zum Beispiel katholisch Verband. Aber die echt große Aufgabe für die Frauenrechtsbewegung war natürlich das Wahlrecht für jeden Verein, was auch 400 Wahlrechtsreform 1919 nicht mehr für Frauen verboten war, aber doch ohne gewissen Abkommen gebunden war. Das heißt, das war am Anfang auch die echt große Victoire, die für bald 20 Jahre drauf geschafft. Und die Victoire ist für allem der Arbeiter in der Bewegung zu verdanken, weil nämlich auch für die katholischen Frauenbewegungen war das nicht wirklich eine Priorität. Aber 1919, ganz bekannt, kommt Wahlrecht für jeden Verein, heute zu Lützeburg.
Dann an den 1920er as sech ganz viel Dr Beruf gehen, ob die bestörte Frauen an rachtebe Beruf, weil grad die bestörte Frauen waren immens diskriminiert von dem Dabelswelt gangers, weil ihre Mann am Anfang die gesamte Musik, was sie hat, auch noch gesellschaftlich nicht gut ugesehen war, für bestörte Frauen geschafft hun, an der Gofe noch pur Fortschritte gemacht. An den 39er kommt der große Rollback, wie ihr das seht. Und das am Anfang das Rollebild von der Hausfrau, von den Mammen, mehr wichtig gouf, an dass sich Situationen von bestörten Frauen verschlechtert hue zu gouf 1934 zum Beispiel ein großherzogliche Beschluss, den Beschäftigung von weibliche Büros ugestalten gesamten Arbeitsmarché an noch weiter Beschäftigung von bestörten weiblichen ugestalten durch den Staat, Gemengen, Deusebunnen an anderen öffentlichen Institutionen, die gouf von einer Genehmigung vom Arbeitsminister aufhängig gemacht. An 1940 huet sogar einen geistlichen Deputierten gefordert für das Verbot von der beschäftigter Frau op den Handel an die gesamte wirtschaftliche Aktivität auszudehnen, dat gouf aber demals net ugeholl. Me de großherzogliche Beschluss war aber nur Gesetz. An dem muss sich auch Frauenrechtsorganisationen probiert zu wehren, wir hatten aber noch nicht wirklich ein ganz großes Lobby. Dann natürlich der Krieg 1940 bis 1945 wurde so manches auf den Kopf geschmissen, auch weil das Rollebild von Frauen just 100 dem Schaffchen an als Mammen nicht mehr viel Sinn gehen hat, weil so viele Männer am Krieg waren. Und dann nur 1945, also nur im Krieg, kommen ein bisschen Wand an die ganze Sache. Also das war eine relativ polarisierte Situation. Ich habe ein wunderschönes Zitat vom CSV-Politiker Leon Bollendorf, der 1955 gesagt hat: Extremistische FrauenrechtlerInnen verlangen für die Frau nicht nur die gleichen Rechte hinsichtlich der Persönlichkeit und der Würde, sondern auch was den Arbeitsplatz betrifft und für die Ehe. Das heißt noch immer, also ganz viel darum gegangen, um Beschäftigung von den Frauen, für allem von den bestörten Frauen. Da die Situation hat sich ein bisschen verbessert, allerdings, so gelöst, allerdings gibt es kaum Politikerinnen. Und die Frauen hatten noch immer nicht wirklich ein großes Lobby. Und das ganz viel der Kampf im Gleichheitsprinzip also gegangen. 1963 gibt es ein Projekt für eine Zivilrechtsreform, die hat aber die Haltung von der ehemännlichen Autorität nach Matze spricht. Da gibt dann auch ein paar Jahre lang ganz viel Boutique darum. Und dann 1962 wurde sich die Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises gegründet. Und die haben das Projekt überschafft. Und 1969 gab dann auch durch Druck von der Föderation eine andere Reform verabschiedet, die das Gleichheitsprinzip mit sich hat. Das heißt, ab dann konnten Frauen noch mehr selbstbestimmt dezidieren, ob sie schaffen wollen, sie konnten ihr eigenes Vermögen haben, etc. Dann an den 70er und 80er, die stehen ganz unter dem Motto von der Selbstbestimmung von der Sexualität. Wir haben in Lützeburg auch besonders unter der zivilrechtlichen Emanzipation, weil die Frauen noch immer nicht komplett gleichgestellt am Mariage waren. 1972 hat sich in dem Grund auch den Mouvement de Libération des Femmes gegründet, eine militant Frauenrechtsbewegung, die auch Lützeburg seine erste Hausbesetzung an der modernen Geschichte beschert hat, weil es nämlich keine Frauenhäuser gibt. Und sie haben dann einfach ein hausbesetztes Frauenhaus draus gemacht. 1974 kommt dann noch eine Eherechtsreform für halt Frauen gleichzustellen am Mariage. Und 1978 gouf dann auch nur langem Rangen Dufträubungsrecht liberalisiert, noch immer nicht ankriminalisiert, mehr aber liberalisiert. Was auch natürlich ein großes Succès war von der Frauenrechtsbewegung. Dann an den 90er geht es weiter. 1992 wird das SIT-FAM gegründet, die sich 2015 als SIT Frauen und Gender umbenannt wird. Das ist am Anfang die erste feministische Bibliothek, die an sie forschen noch viel auf Frauenrechte. 1995 wird das Minister für Frauenförderung unter dem Juncker gegründet, den 2004 an das Chancengleichheitsminister umbenannt ist. 1996 kommt die erste Chancengleichheitskommission an der Chambre, die aber 2004 schon aufgeschafft ist, an der Anfang all die Kontinuen an der Familienkommission gegliedert. Und dann dafür drohen gouf 2003 hun Femmes en Détresse hun ein Gesetz über die häusliche Gewalt durchgebracht, das endlich da bis etwas aufhängt. Und 2006 gouf dann noch endlich das Gleichheitsprinzip an die Verfassung angesetzt. Das heißt, wir sind alle beide relativ jung, wie wir auf der Welt waren, wie wir auf die Welt gekommen sind, gouf noch keine Chance das Gleichheitsprinzip an der Verfassung.
An Anfang iwwer die ganze Zeit kann ich so bisschen gucken, wie so den beobachten, wie zu Rückzug von der feministischen Militanz gouf an zu bisschen Institutionalisierung vom Feminismus gouf. Ob in dat nach Feminismus kann nennen, können wir dann den Nom beschwatzen. 2012 an 2014 kommen die Reformen, wat Auftreibung ugeht, für dat noch mehr zu liberalisieren an für dat auch mehr accessibel zu machen, zum Beispiel durch die 2014 Reform, also doch Mineren mehr Licht gemacht gehen für aufzutreiben. Das waren am Anfang so ganz sehr kurzen Historik. Ich meine, was auch notabel wie aus das 1975 der Conseil National des Femmes du Luxembourg gegründet ist, an Anfang ein Zusammenschluss von verschiedenen Gruppierungen aus. Und natürlich, die Spal vergessen hat, die Union des Femmes Luxembourgeoises 1945 gegründet, die aus der KPL herausgegangen ist, an die sich zur Arbeit gemacht, um die Frauensituation zu verbessern. Es gibt auch ganz viele andere Gruppierungen in Lützeburg, die auch eine Rolle spielen. Katholisch Femmen, gibt Femmes Sozialist, gibt Femmes Liberal, wobei die Femmes Katholik und Femmes Liberal oft nicht ganz progressiv waren und für einen langen Teil von ihrer Geschichte. Ada, hast du etwas dabei zu setzen? Merci dafür. Ziemlich mega spannend. Sachen dabei gewesen, die ich noch nicht wusste. Ich hatte für von den Scenes vom 8. März hatte ich ein bisschen Recherche gemacht, aber mit einer Historikerin vom C2DH auch drüber geschwatzt, mit Julia Harnoncourt. Und da habe ich mehr so Geschichten, cool Geschichten über individuelle Personen hören, mit einer, die mega cool ist. Als zum Beispiel Katharin Schleimer-Kiel, was nicht verantwortlich dafür war, dass eine Arbeiterinnen-Gruppe für Frauen gegründet wurde, die hat Aktion Feminin geheischt. Und das war auch 20er Jahren. Und das wurde tatsächlich auch zu einer feministischen Partei gemacht. Das heißt, es gab eine reine Frauenpartei eine Zeit lang zu Lützeburg, wo Katharin Schleimer-Kiel auch am Gemeinderat zu Asch war. Ziemlich cool. Und am Anfang war den da so raus von im Allgemeinen, wenn ihn über feministische Sachen zu Lützeburg recherchiert hast, dass das war, ja, was mich am meisten ausschwätzt und auch das, was wahrscheinlich am meisten Sachen verändert hat, immer aus Arbeiterbewegungen herauskommen und dass kommunistische Leute oft einfach mega korrekt sind an ihrer feministischen Politik. Fand ich einen spannenden Detail. Und das mit der Hausbesetzung geht mich mega interessieren, weil das wusste ich nicht. Ja, ich meine nicht von der 70er, das war durch das Mouvement de Libération des Femmes. Einfach weil sie so, wir brauchen ein Frauenhaus, es gibt kein Frauenhaus, also holen wir uns ein Frauenhaus. Da finden noch bestimmt mehr Details von ihnen sich durch den Sitz oder durch frauendach.lu wollt. Mehr, ich fand am Anfang mega schön, weil die Geschichte ist, wir haben dem so viel zu verdanken und gleichzeitig, also da war so eine richtig unbekannte Geschichte, also auch an der Show mit keinem Wort gab jemals so der Kampf um Frauenrechte an, Gleichstellung thematisiert, weder an der Geschichte noch an der Civic. Ja. Und das am Anfang eine mega vergessene Geschichte, außer es, wie gesagt, wohl diese Schlo durch frauendach.lu oder es geht in an dem Sitzinger Archiver. Und auch so in der öffentlichen Wahrnehmung habe ich das Gefühl, dass zu mega ist, oh ja, das war ja schon immer so. Und gleichzeitig, wenn du guckst, 2006, das ist noch nicht mal 20 Jahre hier, dass das Gleichheitsprinzip an die Verfassung geschrieben wurde. Wie meine Mom geboren ist, dürften Frauen noch nicht selber bestimmen, ob sie schaffen gehen oder nicht. Und das ist noch nicht so lange, also das ist wirklich nicht lange hier. Und du wirst sich einfach ultra viel getan. Und ich meine, muss ich noch viel mehr tun. Ich weiß übrigens gar nicht, ich meine, dass Vergewaltigung am Mariage auch zu Lützeburg ein Straftat ist. Aber ich kenne da wohl nicht, also ich lehne mich an nicht dafür ein Feuer. Und ich kenne wohl nicht so, wenn ich das ein Tatbestand gehen ist. Ich weiß aber, dass das 1997 ein mega großer Streitpunkt an Deutschland war, wie das endlich sollte illegalisiert sein, was auch recht. Bis sie mehr wie 25 Jahre hier sind, da sehen Frauen einfach nicht vergewaltigt wie in einem Post. Ja. Was einfach ultra krass ist. Das ist mega krass. Und ich meine, was auch für mich krass ist und den ganzen Geschichte von feministischen Gruppen zu Lützeburg ist, dass es nicht so wirkt, wie wenn du eine Kontinuität wäre. Also, dass so, es gibt
immer verschiedene Gruppen, die sich gebildet haben. Und dann sind sie inaktiv gehen und dann gaufen nicht andere Gruppen, die sich gegründet haben. Und das muss ja irgendwas leihen, dass es keine Gruppe gibt, die von 1920 bis so existiert hat, also aufgesehen vom Zweiten Weltkrieg. Aber das weiß einfach, dass es zuletzt trotzdem noch nicht eine Gesellschaft ist, wo so Sachen tatsächlich verankert sind. Das ist immer etwas, was irgendwie von der Seite von innen sich abkämpfen muss. Ja. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, wie das mit Vergewaltigung am Mariage ist. Ich kann mir gut vorstellen, und ich weiß auch von anderen Sachen, dass zuletzt Gesetzeslage einfach noch immer nicht ideal ist und für allem, wenn ich noch an Queer-Sachen rangeht. Und ja, das ist ja alles, für mich ist das alles Feminismus. Also. Ja, ich habe gerade sehr nur gesagt, also Marital Rape als strafbar mit 10 bis 30 Jahren bestraft können sie gehen. Schon aber nicht sehr konnte rausfinden, wenn ich das so an Gesetzesbuch geschrieben ging. Ich kann mir gut vorstellen, dass das an einer von den größten Zivilrechtsreformen war. Mehr etwa so eine High viel zu dienen, aber das schon allem, wie du doch schon so die Gruppen, die sich formieren und dann verschwonnen, wie zum Beispiel den Mouvement de Libération des Femmes, der ja mega militant war am Anfang, gerade so viele Lützeburger stand darin, an denen das Haut einfach am Anfang nicht mehr so wirklich geht. Also, du hast sich auch ein paar Gruppen abgelesen und dann so am Sitfam ein bisschen von für den 1992 gegründet ist. Mit das am Anfang so die Institutionalisierung von Feminismus. So, dass das nicht mehr etwas, wofür die Leute wirklich auf die Straße gehen oder sich auffordern, mit dass es doch einfach irgendwie so Vertrauen gibt an Institutionen, dass das schon alles irgendwie wert gut gehen und dass der Staat und Politik als beschützt und am Anfang auch meiner Meinung nach ein bisschen ein zu kleine Awareness dafür gibt, wie fragil dass die Errungenschaften am Anfang sind und dass die am Anfang auch mega sehr kein direktgängig gemacht sind. Also es sei denn nicht ab Polen und Ungarn, dass wann Regierungen und Macht kommen, dass Frauenrechte als ein von denen, auch Queerrechte natürlich, als ein von den echten Sachen angreifen, erschwachen oder einfach Karriere streichen oder auch in den United States Situation gerade für Transpersonen, auch für andere Queer-Personen verschlechtert sich deutlich. Auch wir wissen alle, Roe vs. Wade ist gekippt gehen, es gibt keine Rechte auf Auftreibung mehr an den Vereinigten Staaten. Und das ist sogar nach Trump seiner Präsidentschaft durchgegangen. Und schon da müssen einfach viel mehr ein Awareness gehen dafür, wie fragil das ist und dass Militanz nötig ist und das muss auf die Straße gehen dafür. Ja, ich meine, das leidet halt auch darum, dass, weißt du so, es geht nicht durch, Sachen institutionell zu verankern, weil sobald du zu Lützeburg im Minister gründest, auch wenn den einen mega coolen Namen hat, das hängt halt immer mega davon auf, wen an dem Minister sitzt und wen du rundherum hast. Und du hast tatsächlich auch von Bannen von einem Chancengleichheitsminister Chancengleichheit zu reduzieren. Also, das ist alles möglich. Und ich meine, das ist halt auch vielleicht an der Natur von so selber organisiertem Widerstand, dass es nicht für ewig ist, so, obwohl andererseits kommen immer neue Gruppen, also könnt immer etwas noch, ich weiß nicht. Ja, das ist natürlich auch vor. Und ich meine, das ist auch das, was militanten Gruppen von Institutionen unterscheidet, dass sie einfach auch viel mehr agil sind. Und ja. Dadurch auch einfach viel mehr sehr anstehen können, aber auch viel mehr sehr verschwonnen können. Ja. Ich gebe von ganz gerne über den Feminismus heute zu Lützeburg schwätzen, nur als einen kleinen, coolen Exkurs und Geschichte. Ja, was geht es heute? Ma haut gëtt verschieden, also ich gebe vom Queerfeminismus zu Lützeburg schwätzen an net just vom Standardfeminismus. Also ich meine, das was lo halt ultra interessant ist, dass mir mega viel verschiedene Arten von Feminismus haben und die verschieden zu Lützeburg vertreten sind. Also es gibt GIF, das ist die größte Plattform sozusagen für Lützeburg, für Feminismus. Plattform Journée Internationale de la Femme, für die nicht wissen, und das ist ein Zusammenschluss von
verschiedenen Organisationen an Individuen, die 2011 gegründet gouf, an die all Joer so am Anfang den 8. März organisiert Demo Manif an noch bis 2019 wat bis durch de Covid durch Negehalt gehen ass mir am Anfang bis mir ein großen Dach mit dem kulturelle Programm organisiert huet, wat von den letzten Jahren bis sie net mi präsent war. Ja an GIF organisiert eben all Jahr den Streik, mir das aber nicht unbedingt wirkliche Streik lo mittlerweile. Ja, ich gebe so ein wie soll ich das sagen? Theoretisch gesagt sich GIF ja als so Plattform, die verschiedene Organisationen zusammenbringt, so als Art Dachverband oder so. Mir das effektiv nicht so eine Repräsentativplattform. Also aus meiner Sicht sind die Leute, die an der GIF aktiv sind, meistens nicht so intersektional, echter neoliberal White Feminist. Also für mich kann den sozusagen darunter, für wen sich Leute ersetzen, aber was hier am meisten herausstehend Forderungen sind, auch für wen hier Feminismus ist. An White Feminism ist eine Art von Feminismus, die viel von echter privilegierten weiße Frauen verfolgt wird, wo es Sachen wie Pay Gap geht oder auch gegen männliche Gewalt, gegen Diskriminierung am Job, geht viel auch darum, dass Frauen an Führungspositionen nicht genug repräsentiert sind. Das ist ein Feminismus, der sich nicht an eine sozialistisch oder kommunistisch oder intersektional Richtung bewegt. Das heißt, es geht nicht gleichzeitig auch Schwarzfrauen, an Queerfrauen, an Bedürfnisse von allen Leuten, die innerhalb den Umbrella von Feminismus fallen könnten. Aber bei der GIF ist es tatsächlich so, dass Gruppen wie Let's Rise Up oder The Seagull nicht so viel Platz an so viel Airtime kriegen wie andere Gruppen, die darauf vertraut sind, mit dem Argument, dass das zu spezifisch Sachen sind, dass die anderen Gruppen, die anderen Forderungen haben, quasi vom allgemeinen feministischen Kampf auflenken geben. Mal ganz aufgesehen davon, dass einfach verschiedene Linien gar nicht verfolgt gehen, weil die Leute nicht am Zentrum stehen. Also das heißt, es geht der GIF einfach nicht queer an trans an intersex Leute und es geht ihnen noch nicht antirassistisch Arbeit. Also sie sehen da doch nicht als hier ein Debat am Englisch. Ja, es erinnert mich immer ein bisschen so den DP-Feminismus ein bisschen, am Sinn von mir hatte gern, dass Frauen die salwischt oder dass Weißfrauen oder Leute aufgrund von ihrem Frasinn das nicht mehr als Benodigung am Irlebo-Gerangel von dem Evaluieren von. Das heißt, dass du noch immer dein eigenen Glück muss machen und hart genug schaffen muss und der Schiedverein nicht packen kann, auch wenn es die Frau ist und halt nicht halt nicht der Konsideration hält, dass Schwarzfrauen, Queerfrauen, Frauen mit Behinderungen etc. einfach von vier nicht die salwischt kampffähig geht für mit mehr privilegierte Menschen mitzuhalten und dass wir nicht alle Guten als können, wenn wir nicht mehr ganz, ganz, ganz fest wollen und ganz viel schaffen, alle Guten auf dem selben Level können kommen. Ja, mega gut gesagt. Ich fand es auch mega vielleicht passt es auch von ein bisschen besser zu sagen. Mir schon das Gefühl, dass es ihnen echt darum geht, so viel Macht und Privilegien zu kriegen, wie weiß Männer sie haben. Und nicht darum, die ganze Struktur, an der die Macht krass abusiert wird, an anderen Leute, die ausgebeutet gehen, wirklich zu zerstören und etwas Neues aufzubauen. Also, das gesagt ihn auch, wenn ihn mit so Leuten diskutiert, dass es ihnen oft darum geht, hier ihre Position zu stärken, an sich selber für etwas zu schützen, und nicht etwas aufzubauen, was für alle Menschen dieselbe Grundlage bietet.
Ja, und ich meine, wenn ein weiblicher CEO Menschenrechtsverletzungen begeht, weil ein Schwarzmenschen ausbeut, dann ist er doch nicht besser, weil er der weibliche CEO ist. Das ist noch immer also die ganze Girlboss-Energy. Ja. Die mich kannst du ziemlich kotzen. Ja. Einfach weil das kein intersektionaler Feminismus ist, das einfach schüsst, dass Leute mit anderen, auch gerade wenn man von Feminismus schwätzen, die nicht transinklusiv ist, dass Leute mit anderen Genitalien unterdrücken können. Ja. Und ich meine, der so Punkt mit der GIF auch immer ein Streitpunkt gewirrscht, auch Queer-Inklusivität. Die Inklusivität zu schwarzen Frauen. Sie gibt es Chance mehr, wie zum Beispiel das Sternchen in der Form zu setzen. Mehr, ob das immer genug ist. Ich weiß auch, dass das immer harte Diskussionen waren am Zentrum von der GIF. Ja. Ja, und ich meine, ja, natürlich gibt es Sachen, die erreicht gehen an den Gruppen, weil Fubannen Leute sich durchsetzen und nicht abgehen. Und sie haben ja manchmal auch letztes Jahr das WTK am Marsch Feminist benannt, wenn ich mich nicht irren. Und ich meine, was den du merkst, das halt einfach, das für mich schwer an so einer Gruppe Prinzipien oder hier Prinzipien oder hier Werte zu verändern, verbannen, wenn ihn als Minorität quasi allein durchsteht. Ja, auch noch, weil er dann für so eine große Organisation ist. Ich meine, ich weiß nicht mehr auswendig, wie viele Organisationen Member von der GIF sind, auch weil es sich von Jahr zu Jahr ändert. Dann hast du aber halt eine Assoziation wie FinKP da sitzen, die sich mega ersetzt für die Rechte von schwarzen Frauen, die auch ultra intersektional schafft. Und dann hast du halt eine Union des Femmes Luxembourgeoises zu sitzen, die literally nur im Krieg gegründet ist. Und wo der größten Teil von ihren Membern auch nicht lange oder nur geboren ist, muss ich noch ehrlich sagen, das ist eine immens weiß, eine immens Organisation von lauter bestürtenen Frauen, größtenteils bestürtene Frauen, die auch einfach eine ganz andere Mentalität tun, an die sich von denen alle weißen Männer, mit denen sie bestürzt sind, auch nicht so viel Unterschiede, muss ich ehrlich sagen. Die auch einfach mit ganz anderen Prioritäten am Feminismus groß gesehen, an diese Schautfälle kannst du denken, ja, ich will ja mein Leben lang dir verschaffen und mein Mann darf mich nicht vergewaltigen, weil es nur noch viel zu dienen, außer vielleicht so, also sie haben einfach nicht mehr so viel zu gewonnen an denen Sachen und für dann Forderungen zu finden, wo sich sowohl FinKP wie auch Organisationen wie gesagt, die Union Luxembourgeoise des Femmes oder die Union des Femmes Luxembourgeoises, ich weiß es gar nicht mehr, alle beide können da 100 stellen, das ist auch einfach mega schwierig und leider Leute die gesamte GIF da erinnert, weil sie halt als Ausspruch haben, für die gemeinsamen Forderungen zu haben. Ja, ich meine, du könnt noch etwas dabei, und zwar, wenn ihn sich bei den allen mehr privilegierten oder mehr reichen Leuten anguckt, was sie zu verlieren haben. Weil du so, sie haben nicht viel zu gewonnen, also das, weil sie ja schon ziemlich viel gewonnen haben, und weil die Idee weiß wirklich kein Interesse daran haben, dass gesellschaftlich grundlegend verändert. Also wenn du eine gemütliche Pension hast oder einen guten Job oder dein Mann hat einen guten Job, und du erlebst am Anfang an dem Alltag nicht viel Diskriminierung, du erlebst auch keine finanziellen Schwierigkeiten oder medizinische Diskriminierung, dann ist es eigentlich gemütlich und da hängen da vielleicht Leute, die das auch kritisieren wie eine Bedrohung, aber wie eine Überreaktion oder eine Übertreibung von den Tatsachen, weil du selber das einfach nicht spürst. Und so nicht als Empathie mit denen Leuten, mir vielleicht auch zu unterstreichen, wie einfach das ist, Empathie zu verlieren, wenn es einem selber gut geht. Ich gesehen, du bist auch den Unterschied vom White Feminism auch von anderen Bewegungen, weil es gibt einfach Leute, die haben etwas zu verlieren, und es gibt Leute, die haben nichts zu verlieren, die haben nicht am Anfang gut. Ja, absolut. Ja. Wir haben schon viel darüber angesprochen, dass bis 2019 die Woche immer so ein Kulturtag organisiert ist. Ich weiß, dass du auch für den Arbeit für Richtung 22 dich auch mit Kultur auseinandersetzt. Wie gesagt du dann zu Kultur und auch vielleicht Kulturpolitik aus einer feministischen Lens heute zu Lüneburg?
Also ich meine, du gehört einerseits so, was so allgemein Gesellschaftskultur betrifft, das Problem, den es zu Lützeburg für alle anderen politischen Themen auch gibt, dass es einfach kein wirklich kritisch Maß gibt. Also es gibt kein wirklichen linksen Diskurs, den weiter gedroht wird. Und auch bei feministischen Sachen schon Gefühl, dass das nicht wirklich weit könnt. Also dass das durch die Medien nicht verstärkt wird, dass Sachen nicht das nicht wirklich viel kritisch oder so mal, das gibt so ein Konsenskultur zu Lützeburg. Und das leiert den ganz klein ab, dass es quasi dass es quasi etwas Schlechtes ist, sich zu beschweren und zu probieren, Sachen zu ändern. Alle Leute für ihre Machtmissbrauch zu kritisieren. Ich gesehen das an den Zeitungen ultra krass, an denen Artikeln, die veröffentlicht gehen, die Leute denen Stimmen gegeben. Ich weiß nicht ganz, ob ich Bock habe, so nimmt zu nennen, weil die Leute dann noch mehr Airtime kriegen. Aber das ist mega, ja, das so Leute, die woke Leute hassen, sind zu Lützeburg an den Zeitungen einfach ultra krass vertreten. Das war selbstverständlich, dass allweis Männer, mal Römernkeier, die irgendeine persönlich Vendetta gegen diskriminierte Gruppe von jungen Leuten haben, einfach ultra viel Platz für ihre Meinung haben. Und das nicht nur eine Meinung, das transphobisch, interphobisch, queerphobisch, das ist ultra krass gefährlich. Also, ich könnte mich darüber lang aufregen. Ich fand ultra krass, dass es an den Zeitungen keine eine Person gibt, die darüber nachdenkt, ob das vielleicht nicht eine schlechte Idee ist, so Leute die ganze Zeit eine Plattform zu geben, dass darüber nicht wirklich ein Debat entsteht. Mehr den Journalismus zu Lützeburg ist sowieso einfach Fakt. Ja, was kann ich noch sagen? Also was so Kunstsachen angeht, so Theater, an Musik und so weiter, schon gefühlt, es gibt genug Leute, die feministisch Ideen haben und feministisch aktiv sind, die Kultur machen. Nicht just Richtung 22, aber auch MusikerInnen und andere TheatermacherInnen, die am Anfang da mega gut Arbeit machen. Larissa Faber. Ja, Larissa Faber, Shoutout. Ja, mir auch Sandy Artuso an was das für MusikerInnen? Wie kennt man das? Sei Karma. Karma. Karma, absolut. Yes. Das gibt viel Leid. Wir haben ganz viel Sehens über Lützeburgische KünstlerInnen und MusikerInnen gemacht. Könnt ihr auch auf richtung22.org nachlesen. Mir auch da ist halt so, kämpft den einfach mit Strukturen, die nicht abmachen wollen. Und aufgesehen von ein paar Plätzen, wo progressiv Sachen gefördert gehen, zum Beispiel an der KUFA oder heißt doch an der Stadt am Casino oder so. Also einfach ein 10, die nicht so, also wo es nicht so normal ist, sich kritisch mit Sachen auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall, was manchmal auch mehr rar ist, als dass sie sich konkret mit Fakten zu Lützeburg auseinandersetzt, als in der Kunst. Also mehr abstrakt, feministisch oder links Kunst gibt es schon, wo es abstrakt Themen geht, mehr ja, es wirkt irgendwie so, wie wenn die Leute nicht ganz glamourös von geben, dann auch über Sachen, die zu Lützeburg geschehen sollten, Kunst zu machen. Das passt leider ziemlich gut an Kultur. Ja. Ich meine, du kennt man nur ganz viel aushöhlen. Ich meine, da gibt man normal sitzen. Ich habe vorhin erwähnt, dass da auch noch Member an einer anderen Organisation wie es. Ich habe ein bisschen angeteasert.
da das auch lehrt man fährt, dass heute den 8. März ist. Und ich stelle da einfach die Frage, was könnte besser sein? Wir haben schon ganz viel am Punkt drüber geschaut, was könnte besser sein, weil wir ja alles aufgezählt haben, was nicht so gut ist, oder vieles. Wir haben tatsächlich für pur Meint dezidiert, dass wir da einfach mal etwas Neues zu starten wollen, weil es für allem einfach eine mehr stabile Community fehlt. Es gibt mega viel Einzelleute und kleine Gruppen, die zu Lützeburg probieren, allein etwas mehr Radikales zu machen. Wir haben da wenigstens als queer-feministische Arbeitsgruppe für Richtung 22 dezidiert, eine neue Plattform zu starten, die oberst für alle Gruppen oder Einzelpersonen zu Lützeburg, die gerne ein bisschen rückgewandt hat an etwas mehr ablockeren Welt. Die Plattform heißt Megafon. An haut aus den offiziellen Launch von dieser Plattform. Das ist mega cool. Ich weiß gar nicht, wo ich soll aufhängen. Mal gelauncht ist sie ja noch nicht. Die wird heute am Laufe vom Tag gelauncht. Ich meine, wenn das Episode airt, dann ist sie noch nicht da. Da könnt ihr aber schon auf sozialen Medien und so Ausschau halten. Was ist dann Ziel von Megafon? Ziel ist am Anfang einen mehr offenen, mehr aber auch mehr safen Space abzumachen für queer Leute, feministische Leute, antirassistische Leute, antikapitalistische Leute, Leute, die sich für Themen einsetzen, die zum Beispiel an großen, mehr etablierten Organen wie bei der GIF nicht Gehör fanden. Das ist also als Ziel am Anfang auch echt eine Alternative zu bieten und nicht etwas anderes zu ersetzen. Mir so quasi eine Urlaubsstelle zu sehen, wo ich kann zusammen Alternativ-Events rund um feministische Themen oder rund um Pride organisieren, wo ich kann zusammen Pressekommunikieren rausschicken, sich mit verschiedenen Kampagnen gegenseitig unterstützen und auch einfach eine mehr große Familie aufbauen für Leute, die auf derselben Seite sind. Ja. Wie gesagt, die Familie da bisschen aus? Bislang sind wir eben Richtung 22. Dann haben wir Leute von Let's Rise Up. Wir haben Sigal dabei. Wir haben Pipapo dabei. Wir haben ein mega cooles Night-Kollektiv, das heißt Gebäßhauren. Dann haben wir viel Einzel... wir haben Duni Alu LGBT Plus Students Association dabei. Mega viel cool Einzelleute. Zum Beispiel auch Leute, die früher bei FinKP waren. Ja, wo fällt mir Chemie an? Das klingt wie eine richtig cooler, bunter Mischung. Also, ja. Also, die Gruppe ist eben genau das, also das sollte am Anfang sein. So eine cool bunte Mischung, wo alle Menschen kann seine eigenen Initiativen abbringen oder einfach bei Sachen, die schon geplant sind, mitmachen. Und ja, ich kann auch gerne schon das erste Event pluggen, was wir geplant haben. Und zwar, das wäre mir nichts froh gewesen, worüber ich sich da freuen kann. Cool. Das erste, was wir veranstaltet werden, ist den 30. April, ein Take Back the Night Demo. Und zwar ist das den Tag von der Walpurgisnacht, also ein historisch ziemlich verhexten Tag, wo die Leute aus ihren Verstecker gekracht kommen an Sachen aufhängen. Und ja, wir probieren für die erste Kehr quasi in Flinter-Only-Marsch zu organisieren. Ich weiß nicht, ob das schon ein zu Lützeburg stattfindet. Ich will nicht behaupten, dass es den ersten ist und dann ist ihn erasern. Und danach werden wir dann auch eine
eng Mahnwache halen an Reden halen an da gëtt doch eng Performance. Cool an Take Back the Night, dat hecht am Sinn vun géint sexuell Iwergriffer, géint sech unsicher viele Nuz op der Stroos, Genau. géint de ganzen patriarchale Scheiß. Ja, genau. Wir gehen zusammen auf die Straße und wir machen Comedy. Wir holen Platz an. Und das ist mega schön. Ich war schon ein paar Mal auf Take Back the Night Demo in einer anderen Stadt. Und das ist immer eine mega befreiende Erfahrung, so Räume, an denen ich so eine ganz andere Position hat, zu claimen. Ja, das ist mega cool. Die hudet alle guten Herren, schreibt sich den 30. April 2024 an der Kalenderin. Eventuell kann ich hier auch sogar aus Mengem Norden raufkommen. Mega cool. Ich war Limeret, das wäre alle voll flott. Und trotz aller Kritik und der Journée Internationale de la Femme und der Plattform GIF am 8. März, von der Zeit haut den Oven, 5 Uhr fängt Demonstration an, weil trotz aller Kritik ist es aber noch immer besser wie nicht. Und auch außerhalb von intersektionalem Feminismus braucht es noch immer institutionelle Verbesserungen zu Lützeburg. Das heißt, am besten macht er beides. Ja, und wir gehen noch auf den 8. März, just für die Saison, just weil wir noch eine neue Gruppe haben, heißt das nicht, dass wir nicht mehr kommen. Genau, den 8. März ist noch immer wichtig und auch die Plattform GIF wird aber hier Existenzberechtigung. Das will ich noch gerne heute dabei so tun. Da, Angler Stroh. Megafon klingt mega cool. Kann den sich da ausschließen? Ja, also das ist Ziel. Ziel ist, dass wir immer mehr groß gehen. Und das heißt, wenn dir noch gelauscht hat und ihr denkt, okay, das klingt ja mal nicht schlecht, ich hätte vielleicht Bock, da ein bisschen ernst zu kommen, melde dich bei uns. Wir haben Instagram und eine Website, megafon.lu. Und da könnt ihr uns schreiben. Und da schreiben wir wahrscheinlich auch immer, wenn wir eine Plenum haben. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Wir melden euch bei uns. Wir wären mega froh, nach mehr Leute kennenzulernen, die mit uns den Kampf kämpfen wollen. Die hudet gerade hören, megafon.lu, sowohl auf Instagram wie auch auf der Website. Seid nicht scheu, kontaktiert sie, falls ihr das etwas seht. Und mir gilo aus dem Studio an der gleich op Stroß für den 8. März für dann aber für feministisch Rechte zu demonstrieren, weil das auch abläuft wichtig. Passt auf ihr Job, wo auch immer da op Stroß geht, wo auch immer da protestiert und ganz viel Spaß. Adi. Merci, Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. ADHS an Beziehungen Deel 2. Am enger letzter Rubrik habe ich erklärt, was ADHS ist und welchen Impact verschiedene Symptome auf eine Beziehung können haben. Als erstes schwätzen wir noch über weitere Faktoren, wo ADHS einen Impact auf eine Beziehung kann haben und dann noch über ADHS Love Languages. Wenn dem Fokus auf eine bestimmte Sache oder Aktivität, wie zum Beispiel ein Hobby, ein Buch oder eben den romantischen Partner oder Partnerin, kann es sein, dass die Person mit ADHS all die anderen Sachen vernachlässigt. Die Person kann vergessen, Zeit und Energie an die Beziehung zu stärken, auch wenn das dir wichtig ist und sie das gerne machen ging. Es ist nicht immer einfach, sich zu organisieren und die Beziehung zu priorisieren, je nachdem, was gerade am Leben von der Person spannend ist. Hier kann ihn immer gucken, wie ihn von der Langweil fortkommt und spannend neue Elemente an eine Beziehung bringen kann. Wenn ihn von all den Sachen, die ihn erledigen muss, überfordert und mit ist und sich schon nicht gut konzentrieren kann es auch zu Burnout kommen. Es tut dir just nach Lust, sich zurückzuziehen und zu verstoppen, was darum heißt, dass die Männer Zeit und Energie für die Beziehung hat. Weil es mehr schwer ist, wichtige Sachen umzuschwätzen, kann ihn das Gefühl kriegen, dass prokrastiniert wird. Stress und Konflikt können zu Distanz führen. Es ist deswegen wichtig, sich an die andere Person richtig kennenzulernen, zu verstehen, dass verschiedene Verhalten nicht express oder gegen sind, mir einfach Teil vom ADHS sind.
Durch Verständnis kann ihn mehr Geduld kreieren für sich und für den anderen. Es kann sich aufpassen und Rolle so verdelen, dass sie Sinn machen. Auch organisieren an die richtige Unterstützung helfen, dass sie mit ADHS eine gut, spannend und ausgeglichene Beziehung führen kann. Viele von den Symptomen kommen gerade ab, wenn ihr sich wohl mit einem fühlt. So als zum Beispiel, wenn ihr eine Person beim Schwätzen unterbricht, das, weil ihr Sachen teilen will und relaten will oder aus Angst, sie sonst zu vergessen. Das also, weil es einem wichtig ist, die Sachen zu teilen. Wenn ihr gesprächig ist, heißt das, dass ihr sich mit der Person wohlfühlt. Es schätzt ihn auch, wenn die andere Person geduldig mit einem ist und einem hilft, sich an wichtige Sachen zu erinnern. Außer alles teilen wollen, sich mitteilen wollen, an engem Weisen, was ich gerade spannend und interessant finde, gibt folgend ADHS Love Languages. Memes oder Videos schicken, die ihr witzig oder relatable findet, sind eine Art und Weise, sein Leben für eine Person auszudrücken. Lieblingssachen teilen und etwas für die andere Person basteln, drücken auch Leben aus. Kleinkardoen, Musik teilen, einem Steng oder sonst Objekte schenken, die jen an der Natur von tut und schäfend, drücken auch Leben aus. Parallel Play, also am nämlichen Raum verschiedene Aktivitäten zu machen, ihn den anderen daran zu erinnern, zu essen oder zu trinken oder zusammen Sachen nutzzusichern, sind auch eine Art und Weise, etwas zu teilen und einen guten Moment zusammen zu verbringen. Natürlich gehören Kuscheln, Knutschen und sonst Intimität auch dazu. Physischer Kontakt ist wichtig, hilft, sich zu grounden und zu beruhigen und sich wohl zu fühlen. Er kann ich gerne mit Druck spielen und gucken, wie fest er auf Platzen drücken kann, ehe es anfängt, weh zu tun. Auch Words of Affirmation, also verbalisieren und ausdrücken, dass die Frau mit einem ist, merken, wenn die andere Person etwas gut gemacht hat oder unterstützen, hilft gegen Selbstzweifel, die ihn oft bei ADHS hat. Obwohl eine Beziehung mit einer oder mehr Personen, die ADHS haben, ernst ist und gewissen Hürden mit sich bringt, kann so eine Beziehung auch eine Bereicherung sein. Sie ist oft voller Kreativität, Energie, Leid und Aufregung, solange geduldig ist und das auch zulassen kann. Hast du noch Fragen, Antworten oder Anmerkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministère für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.